Ah, doch. Jetzt. Hallo zusammen. Ja. Ich habe vorher schon gestartet, aber ich glaube, es war ein Fehlstart. Ich begrüße euch noch einmal ganz herzlich bei diesem Webinar Livestream heute. Es ist heute unser dritter Livestream, also wir sind immer noch am Lehren. Und ich hoffe, ihr könnt etwas davon mitnehmen von heute. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr Zeit gefunden habt für heute Abend, am Sonntagabend noch mit uns zusammen zu sein. Vielleicht müsst ihr ja schon bald schlafen. Ja, wer weiß, wenn man am Morgen am Montag früh auf muss, dann muss man schon bald pfusen. Ja, also meine Kinder sind schon auf dem Weg ins Bett, aber ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld und könnt noch ein bisschen warten. Also meine Kinder müssen schon schlafen, aber wir machen da fleissig Schweizerdeutsch. Also bitte schreibt doch Kommentare oder Fragen oder irgendetwas im Chat. Und ich versuche darauf einzugehen und das zu beantworten. Ich frage mal, ob ihr überall gut schlafen könnt. Weil daheim ist es noch eins bei sich im Bett. Yu Yang kann gut schlafen. Aber vielleicht manchmal, wenn man in den Ferien ist oder am Zelteln oder irgendwo bei Freunden unterwegs, dann ist es vielleicht schwieriger. Die Olivia braucht manchmal Whisky zum Einschlafen. Ja, das ist auch möglich, dass man zuerst ein Schlückchen Alkohol nimmt oder dass man ein Tee nimmt. Hallo Mohammed. Ja. Grüezi miteinander. Also, heute reden wir über das Pfusen. Oder Schlafen. Kann man auch sagen, heute haben wir Pfusen gewählt. Also, muss ich das anders machen. Da habt ihr eine schöne Zeichnung von einem Ehepaar, sehr wahrscheinlich. Was ist da los? Was ist da los? Ihr seht, der Peter Beck sagt, ich schlafe gut, wenn ich eine harte Matratze habe. Zetsoni ist aus Amerika. Ich hoffe, dort schlaft man auch gut. Ich muss sagen, ich schlafe überall gut, ausser ich habe eine Daunendecke mit Federchen drin, von Gans oder so. Dann habe ich am Morgen ganz verstopfte Nase und kann nicht schnaufen und das ist nicht gut. Aber sonst ist es alles gut. Yu Yang war heute fleissig, es ist Sonntag, aber er hat viel über Finanzen gelernt. Und heute reden wir über das Pfusen. Der Mann der kann nicht schlafen, genau, das sagt Olivia. Der Mann hat ein bisschen Probleme, er versucht sich zu beruhigen. Er turnet auf dem Bett, aber er hat zum Glück noch eine liebe Frau, die sich um ihn kümmert. Das ist häufig sehr schön, wenn man nicht allein ist, sondern jemand hat, der ihm hilft. Ja? Das ist eine Frage. Die Frau hilft dem Mann einschlafen. Genau, Peter, du siehst es. Was ist Pfusen? Pfusen ist Schlafen. Schlafen. Da. Ich schlafe. Jetzt gehen wir schon bald ins Bett schlafen. Pfusen. Genau. Die Yu Yang war heute in der Kirche. Genau. Und ich hoffe, du hast in der Kirche nicht gepfuset, sondern bist wach gewesen. Ja. Also, die Frau bringt dem Mann etwas zu trinken, dass er besser schlafen kann. Ja. Ich gehe pfusen, das ist korrekt, Olivia. Mit «gehen» sagen wir das doppelt, weil nachher das Verb «pfusen» kommt. Ich gehe pfusen.
Also machen wir weiter. Was kann man bei Schlafproblemen machen? Also der Mann hat Schlafprobleme. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Was kann ich machen bei Schlafproblemen? Oh, der Gary sagt, ich gehe morgen pfusen. Ich hoffe, du musst nicht die ganze Nacht durchmachen oder arbeiten, sondern dass du auch ein bisschen zu Schlaf kommst. Aber es gibt Leute, die haben Nachtdienst und die dürfen nicht pfusen in der Nacht. Olivia meint, der Mann hat viel Stress, das heisst, man müsste etwas machen, um den Stress abbauen. Dass es weniger wird. Ruhig werden. Der Yu Yang sagt, man könnte Schnaps trinken. Kirsch oder so. Dann kann man gut schlafen. Genau. Man könnte Schnaps trinken. Oder ruhig werden, tief schnaufen. Stress abbauen. Weniger machen. Zum Beispiel mit Atemübungen oder so. Auch Nier möchte, dass ich auch manchmal auf Deutsch erkläre. Versuch doch Fragen zu stellen und dann versuchen wir das zu beantworten auf dem Chat, was das auf Schweizerdeutsch ist. Ich versuche wirklich in diesen Videos Schweizerdeutsch zu reden, dass ihr das Schweizerdeutsch viel hört und könnt so lernen. Also aber auf Hochdeutsch gibt es Verb pfusen gibt's auch. Also Pfausen. Das braucht man nicht so viel. Spazieren. Der Aida meint, er könnte ja spazieren. Das ist gut zum Stress abbauen. Man hat viel Sauerstoff draussen, ja. Man kann den Sternenhimmel beobachten, Mond und Sterne. Ja, wenn es schön ist. Wenn es schön Wetter ist. Olivia würde sagen, schnaufen, so Atemübungen. Einschnaufen, ausschnaufen. Der Peter Beck hat gerne Zahlen. Ein Mathematiker, sehr wahrscheinlich. Er tut vielleicht Schäfli zählen oder kompliziertere mathematische Probleme lösen. Gibt es auch einen Kurs in Zürichdeutsch? Mein Deutsch ist nicht Zürichdeutsch. Was ich schreibe, das ist nachher bei Zürichdeutsch. Also, aber das können wir vielleicht später einmal beantworten. Also ihr hört manchmal, dass was ich sage, ist nicht ganz genau gleich, als was ich schreibe. Was geschrieben ist. Anetta, hallo Anetta, du tust Musik hören und tanzen, das ist sehr entspannend und das macht vielleicht ein bisschen müde und dann kann man gut schlafen. Wunderbar, danke vielmals für alle eure Antworten. Lobi Tibet meint, man müsse einfach die Augen zumachen, das gehört vielleicht zum Entspannen. Einfach Augen zumachen und entspannen. Hi Olivia. Ich glaube, tanzen können vielleicht alle. Je nachdem bewegen zu der Musik. Ja. Yu Yang meint, meditieren ist auch gut. Meditieren ist sicher gut. Oder beten, das hilft auch zum ruhig werden, wenn man betet. Also ich bin Christin, ich würde so anfangen beten. Oder meditieren, ich weiss nicht, was man dann die Hände so aufhat. Oder Lobby fragt, ob ich morgen frei habe. Also ich muss heute rechtzeitig ins Bett, weil ich morgen arbeite. Ich glaube, die meisten Leute fangen morgen eine neue Arbeitswoche an. Und Yu Yang meint, man kann selber
positiv zu sich reden, ja? Positive Statements machen, egal was du gut gemacht hast, so einen Rückblick oder was du möchtest machen. Katja sagt, Kamillentee hilft. Kamillentee hilft ihr, wenn sie Schlafprobleme hat. Das ist beruhigend, glaube ich. Melissentee, glaube ich auch, ist beruhigend. Genau. Okay, ich habe eine kleine Geschichte für euch. Das ist über eine schlaflose Nacht. Genau die Geschichte zu dem Bild. Ja. Und da könnt ihr hören, was das Ehepaar könnte miteinander reden. Und zwar brauchen sie Kosenamen. Also sie sagen nicht den richtigen Namen, aber sie brauchen Kosenamen. Tigerli oder Müsli oder Schätzli. Ja, das sind so Namen, die sich Verliebte geben. Ja. Tigerli. Tigerli ist ein kleiner Tiger. Ja, alles mit Li ist klein. Und was gäbig ist auf Schweizerdeutsch, ist alles, was klein ist, mit Li-Endung, ist das. Das Tigerli, das Rüebli, das Tischli. Ja, wenn wir nicht wissen, ob es männlich oder weiblich ist, dann können wir Li anhängen. Und dann tut es sehr Schweizerdeutsch und wir wissen, es ist das. Also, ich kann nicht schlafen, Müsli, sagt der Mann. Ein Tiger ist ein Tier. Eine grosse Katze. Eine Raubkatze. Gelb mit schwarzen Streifen. Ja. Also, ich kann nicht schlafen, Müsli. Das ist auch ein kleines anderes Tier. Die Frau wird mit einem Müsli verglichen. Eine kleine graue Maus. Ja. Gut. Ich mache dir einen Whisky mit Milch und Honig, Schätzli. Also ein Schatz ist so etwas sehr Wertvolles. Der König hat vielleicht einen Schatz, ja, mit viel Gold drin oder Juwelen oder Edelsteine. Ja. Also, ich mache dir einen Whisky mit viel Milch und Honig. Das soll beim Einschlafen gut sein, fürs Einschlafen. Aber da ist noch nicht fertig. Oh, das wäre grossartig. Ja, das wäre grossartig. Oder das ist dir lieb, kann man sagen. Oh, das ist dir lieb, dass du an mich denkst und du so etwas für mich machst. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber nach einem Zeitchen fragt er wieder: Müsli, schlafst schon? Müsli, schlafst schon? Und wenn sie geschlafen hat, ist sie sehr wahrscheinlich wieder wach. Ja. Mütter haben sehr einen leichten Schlaf. Ja. Vielleicht. Ich denke, die Männer schlafen manchmal ein bisschen tiefer. Ich habe immer noch nicht geschlafen. Immer noch nicht. Das Tigerli kann nicht pfusen, genau. Das ist ein Dialog, genau, Peter, du siehst es. Also, wenn jemand möchte auf dem Chat schreiben, was das auf Hochdeutsch heisst, dann könnt ihr da helfen, weil der Around the World, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Hochdeutsch. Ja. Du doch Schäfli zählen. Das sieht man in Comics häufig so. Wenn jemand denkt und dann sieht man Schäfli, kleine Schafe, die über einen Baumstamm springen. Oder so. Schäfli. Mäh. Schäfli blöken. Du doch Schäfli zählen. Das hilft auch nicht. Das hilft auch nicht. Wir haben schon verschiedene Sachen gesagt, was man machen könnte
Ich glaube, er muss noch mehr Sachen ausprobieren. Nicht alles hilft allen. Das hilft auch nicht. Was du brauchst, ist ein Glas Wasser, Tigerli. Was du brauchst, ist ein Glas Wasser, Tigerli. Das merke ich viel. Wenn ich am Tag vergesse zu trinken, dann kann ich am Abend nicht schlafen. Und wenn ich Wasser trinke, dann geht es wieder. Was tust du so wegnästen, Tigerli? Oh, scheinbar kann er immer noch nicht schlafen. Wenn man wegnästen, dann tut man so sich drehen auf eine Seite, auf die andere Seite, auf den Rücken, auf den Bauch. Ja, und man kann nicht schlafen und bewegt sich immer. Und dann kann man auch den Leuten sagen, hey, du bist ein Wegnest. Wieso tust du so wegnästen? Ja, ein Wegnest. Also ich hoffe, ihr seid nicht zu grosse Wegnest, weil manchmal ist es schwierig, mit Wegnest zu schlafen. Ich habe zum Beispiel Kinder, die einen die schlafen ganz ruhig und beweglos und mit denen kann man gut schlafen, wobei sie sind jetzt schon alt. Aber früher. Und es gibt Kinder, die sind Wegnest, mit denen findet man keine Ruhe im Bett, wenn es einmal muss sein. Wenn sie krank sind oder so und manchmal zu mir kommen. Aber jetzt habe ich schon grosse Kinder. Ich kann immer noch nicht schlafen. Schon wieder. Oder immer noch nicht. Vielleicht solltest du joggen. Das hat auch jemand vorgeschlagen. Spazieren, ein bisschen an die frische Luft, joggen. Genau. Aber es ist doch schon 3 am Morgen. Dann haben vielleicht ein paar Leute Angst, rauszugehen, joggen am 3 am Morgen. Je nachdem, wo man wohnt. Ja. Man weiss nicht, wer auf der Straße ist. Oder man sich verläuft. Also in den Wald würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Am 3 am Morgen. Genau. Es ist schon 3 am Morgen. Ich gehe morgen arbeiten, Müsli. Ja, er macht sich langsam Sorgen, dass er nicht ausgeschlafen ist. Es ist wichtig, dass man genug schlaft und am Morgen ausgeschlafen kann aufstehen. Und das ist ein bisschen ein Problem. Das stresst einem dann immer mehr, wenn man nicht einschlafen kann. Ja, ich gehe morgen arbeiten. So wie die meisten von uns auch. Dann tu doch einen Rosenkranz beten, Tigerli. Ein Rosenkranz. Das sind die Kränze der Kirche, wo man so Gebetskügel hat und immer weiter geht. Tu doch einen Rosenkranz beten. Also ich glaube, die Frau hat genug. Sie will ihre Ruhe. Hör auf, wegnästen. Hör auf. Wegnästen. Vielleicht könnte man in dieser Situation ja auch daran denken, in ein anderes Bett zu gehen. Genau. Du kannst gut fragen. Ich glaube, online antworten dir Leute antworten, was Sachen sind auf Hochdeutsch. Also, hör auf wegnästen und lass mich bitte schlafen. Es ist schon 3 am Morgen, denken wir dran. Es ist nicht lustig. Lass mich bitte schlafen. Wenigstens jemand von uns sollte morgen fit sein. Vor allem, wenn man Kind hat, am Morgen muss aufstehen, viele Sachen muss machen, zum Morgen machen, die Kinder in die Schule bringen. Genau, dann sollte wenigstens jemand von uns fit sein. Wenn beide nicht ausgeschlafen sind, dann bringt es nichts. Ja. Jetzt ist die Frage an euch. Was sollen Sie machen in dieser Situation? Was sollen Sie machen?
Ich warte jetzt ein bisschen auf eure Vorschläge, was sie machen könnten. Vielleicht die Frau verliert langsam die Nerven. Und was könnten sie machen? Der Gary meint, sie könnten Video schauen von Schweizerdeutsch. Ja, wenn man schon nicht schlafen kann, dann kann man wenigstens etwas Nützliches machen. Wieso nicht? Das macht auch müde. Das macht müde. Genau. Es gibt verschiedene Vorschläge, zum Beispiel Peter Beck meint, die Frau könnte in ein anderes Zimmer schlafen. Das wäre auch möglich, wenn sie mehrere Zimmer haben. Oder auf dem Sofa in der Stube. Der Mann könnte auf dem Sofa in der Stube schlafen. Ja. Jetzt haben wir darüber geredet, was man machen kann, wenn man nicht schlafen kann. Ja? Aber also man will schlafen, aber man kann nicht. Aber was können wir machen, wenn man möchte schlafen, wenn man sehr müde ist und nicht darf einschlafen? Vielleicht könnte man darüber noch reden. Was könnte man machen, wenn man schlafen will, müde ist, wenn einem die Augendeckel zugehen und man so einnickt. Ja, so, man kann auch sagen, ich mache ein Nickerli, so einen kleinen kurzen Schlaf. Oder heutzutage redet man auch, wenn man Auto fahren oder so, dass man einen Power-Nook macht. Das ist jetzt das modernere Wort. Power-Nook, das heisst, man stellt sein Auto ab und schläft 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und dann kann man später weiterfahren. Wenn es kritisch ist, ist das eine gute Lösung. Ja. Der Peter meint, Kaffee oder Red Bull trinken. Genau, Gary, wir reden jetzt über die neue Möglichkeit, was man machen kann, wenn man nicht schlafen darf. Wenn man zum Beispiel am Steuer sitzt im Auto oder wenn man Nachtdienst hat und oder wenn man möchte auf jemanden warten, der heimkommt. Ein kurzer Schlaf auf Schweizerdeutsch. Also am Nachmittag kann ich ein Mittagsschläfchen machen. Das machen vielleicht eher ältere Leute, aber meine Mann macht das auch gerne. Er arbeitet sehr viel und am Abend arbeitet er häufig lang. Und dann macht er gerne am Nachmittag, nach dem Mittag, ein kurzes Mittagsschläfchen. Aber Power Nook ist so einfach zwischen deinen 10 Minuten, Viertelstunde, Halbstunde abliegen und schlafen. Das ist ein anderes Wort. Und das ist nicht unbedingt am Nachmittag gebunden oder Mittag. Man kann Siesta machen. Genau, Siesta ist im Süden sehr bekannt. Da läuft nicht viel am Nachmittag. Du, Gary, machst gerne einen Power Nook im Büro. Man kann auch den Kopf auf den Tisch legen und ein paar Minuten ausruhen. Mein Vater tut gerne grüelen. Grüelen, das heisst einfach mal ein bisschen ausruhen. Ruhig werden, Energie tanken. Eine Siesta im Büro. Genau. Habt ihr noch Ideen? Kaffee trinken, Milad, genau. Ein Kaffee trinken, dass man wach bleibt. Oder vielleicht einen Schwarztee. Oder ich denke, vielleicht auch eine saftige Frucht essen. Oder eine Orange oder einen Apfel oder so. Mit Vitaminen. Das gibt einem wieder Kraft und Energie. Ja. Dass man wach bleibt. Ich habe gemerkt, wenn wir Auto fahren,
ist es gut während dem Autofahren. Wir haben häufig frische Rüebli parat. Rüebli. Und dann essen wir die so, so richtig, das knackt laut. Und dann muss man gut kauen. Das macht fast ein bisschen müde, die gut beißen. Aber die Bewegung mit dem Mund, das macht immer wach. Das weckt einen. Yu Yang meint, man könnte warme Milch trinken. Oh, die Aida hat eine gute Idee. Das Fenster aufmachen, ein bisschen frische Luft reinlassen, Sauerstoff tanken. Das ist das, was wir brauchen, was in der Luft ist, Sauerstoff. Wie ist Workout auf Schweizerdeutsch? Eine Frage von Peter Beck. Also du kannst ein bisschen etwas trainieren. Ja? Du kannst Fitness machen. Es gibt Leute, die gehen über den Mittag vielleicht ins Fitness. Oder du kannst einfach dich strecken. So strecken, ganz gross machen. Die Arme strecken, die Beine strecken. Sauerstoff, Olivia, ist das Gas, das wir einschnaufen und das wir brauchen zum Leben. Ja? Wie der Peter Beck sagt, man kann trainieren, wach zu bleiben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Man kann trainieren. Vielleicht gibt es einen gewissen Rhythmus und eine Gewohnheit, dass man wach bleibt. Ja? Zum Wachbleiben. Man kann trainieren zum Wachbleiben. Genau, Olivia, Oxygen, ja. Wenn ich lange Strecke fahren muss, trinke ich zwischendurch Wasser, sagt der Milad. Wasser trinken. Aus dem Auto aussteigen, Wasser trinken, tief schnaufen, strecken und dann kann man wieder weiterfahren. Schweizerdeutsch lernen, ich weiss nicht, ob das weckt, aber ich denke auf jeden Fall etwas Interessantes hören im Radio. Also ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, wenn ich zum Beispiel ein Audiobook habe. Wenn es spannend ist, ja, dann ich werde müde, aber ich bleibe trotzdem wach, weil es spannend ist. Ja, genau. Gute Radiosendung hören oder Musik, die schöne Rhythmen hat. Nicht Entspannungsmusik, aber Musik, die einen weckt. Genau. Danke, Geri. Ja, also das sind Sachen, die wir machen können, wenn wir nicht schlafen dürfen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen oder könnt alle gut schlafen. Es ist vielleicht, ich weiss nicht, ob ihr etwas noch möchtet schreiben, wenn ihr nicht gut habt schlafen. Gibt es eine Nacht, die so schwierig war für euch und wenn habt ihr nicht gut schlafen? Der muss das Haus putzen. Das weckt. Das merke ich auch, wenn ich vor dem Computer sitze und müde werde, langsam einschlafen, dann kann ich aufstehen und etwas putzen und machen und dann bin ich voll wieder aktiv und wach. Also ich kann vielleicht erzählen, am Samstag, gestern, hat meine Tochter an einem Singwettbewerb teilgenommen. Und ich konnte zwar gut schlafen, aber am Morgen hatte ich sehr wilde Träume. Und ich habe geträumt, dass ich irgendeinem Singwettbewerb bin und den Text absolut vergessen habe. Und es war noch Karaoke, also man konnte den Text lesen und das war so schnell, es war auf Englisch und ich habe
gar keine Chance gehabt. Also ich habe das Lied, ich habe absolut versagt. Das war ein bisschen mein Albtraum. Ich glaube, das war vielleicht eine stressige Situation für mich als Mutter. Ja, und Milan hat eine gute Idee. Wenn man schlafen will, kann man Schlafmusik einstellen. Mhm, gut. Also, das wäre es eigentlich von mir zum Thema Schlafen. Ich hoffe, ihr könnt in dieser Nacht alle genug schlafen und dass ihr am Wochenende richtig ausschlafen könnt und vielleicht das Schlafmanko nachholen, wo ihr unter der Woche vielleicht überkommt, das Schlafmanko, je nachdem, was für Verpflichtungen das man hat oder wie viel das man muss arbeiten muss. Geri, hast du ein Büsi? Tut dich das sehr beruhigen? Das ist auch eine gute Idee. Ein Büsi, ein kleines Kätzchen, kann man streicheln und es knurrt so schön und man kann einschlafen. Genau, man hat etwas zum Kuscheln. Oi, der Geri hat gerade 3 Büsi. Ich hoffe, sie sind nicht zu fest nachtaktiv und du kannst trotzdem gut schlafen. Ja, wenn ihr etwas möchtet schreiben, oh, da sehen wir sie, die 3 Büsi vom Geri, dann könnt ihr gerne noch etwas schreiben. Ich denke, für mich, von mir aus gesehen, ist das alles gewesen. Oh, Anna hat eine gute Frage. Was redest du für einen Dialekt? Mein Dialekt ist so ein bisschen eine Mischung zwischen dem, wo ich gelebt habe und was ich erlebt habe. Es ist so ein Mix, weil meine Mutter ist Zürcherin, mein Vater ist Luzerner, aber wir haben im Kanton Freiburg gewohnt, also gerade neben Freiburg, und ich bin dort aufgewachsen. Dort hatte ich viel Kontakt mit Freiburger, also die reden Seislerdeutsch, aber eigentlich mehr mit Berner, weil ich mit Berner auf Freiburg in die Stadt in die Schule gegangen bin. Und das heisst, in der Schule haben wir immer Berndeutsch geredet und daheim eben Luzern- oder Zürichdeutsch. Ich habe mich meistens als Luzernerin gesehen, aber es ist nicht ein reines Luzerndeutsch. Und wenn ihr seht, wenn ich schreibe, dann schreibe ich eher Zürichdeutsch. Ja? Also das heisst, ich schreibe alles und nicht alles. Olivia sagt, Berndeutsch ist einfacher für dich. Vielleicht für dich, wenn du es viel hörst, aber vielleicht ist Zürichdeutsch oder Baslerdeutsch oder so einfacher für die Hochdeutsch können, weil die machen noch nicht das fokalisierte L, wie eben, man sagt das fokalisiertes L. Das ist eigentlich der grösste Unterschied. Alles oder alles. Ja? Oder viel oder viel. Ja? Und das ist so, wenn ich schreibe, dann seht ihr, aha, so kann man es auch sagen, aber Katrin sagt es so und dann hören ihr verschiedene Möglichkeiten. Aber die Zürcher, die sagen sehr, was sehr auffällt bei den Zürcher, ist das nicht. Nein, das kannst du nicht machen, das ist nicht gut oder so und das gefällt mir eigentlich nicht so. Und das schreibe ich auch nicht. Aber die in Zürich wohnen, die wissen, dass man nicht, anstatt nicht, kann nicht sagen, nicht. Nein, das ist nicht gut. Ich bin nicht einverstanden. Genau, so etwas. Die Olivia kann alles verstehen, das ist sehr gut. Das ist das Ziel, dass man den Dialekt aufnimmt, sehr wahrscheinlich von dort, wo ihr lebt, aber dass man auch versteht, was andere sagen. Häufig sind das Änderungen in der Vokal, schlafen oder schlafen oder schlafen. Ja.
Der Geri ist schockiert. Nicht gut. Wieso ist der Geri schockiert? Okay. Der Geri, du wohnst in Zürich. Aber du verstehst mich gut. Ja. Also, ich wollte noch euch sagen, wegen der, es gibt eine neue Schweizer Konversationslektionen mit mir für 89 Franken per Monat. Und wenn du mehr möchtest lernen und auch manchmal die Gelegenheit haben, auch zu reden, weil da auf dem Chat kannst du nur schreiben, dann nachher könnt ihr gerne mitmachen und euch einschreiben für einen neuen Konversationskurs oder einen Kurs für Schweizerdeutsch. Also, ich rede mein Schweizerdeutsch. Ich kann gut helfen, wenn es um Zürichdeutsch oder Berndeutsch geht. Und ich denke, andere Dialekte können auch profitieren davon. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Mitmachen. Gratuliere, dass ihr durchgehalten habt und nicht eingepfuset sind, sondern mitgemacht habt und mitgeschrieben habt und Kommentare gegeben habt. Milan, danke, ich mache das gerne. Es freut mich, wenn meine Videos euch helfen. 11 Uhr ist ein bisschen zu früh. 11 Uhr am Morgen ist ein bisschen zu früh, Geri. Ja, es gibt viele Leute, die arbeiten am 11 Uhr am Morgen. Da ist Delta Charlie aus St. Petersburg ist auch mit uns gewesen. Liebe Grüße auf St. Petersburg. Jemand aus Amerika hat geschrieben. Liebe Grüße auf Amerika. Liebe Grüße in die Schweiz, zu all denen, die in der Schweiz zugeschaltet sind. Und viel Spass morgen beim Arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen und macht eure Arbeit gerne. Gute Nacht, schlaft gut.